Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Wir gehen immer hier entlang. Denn wir können uns später fürs Unterreich viel Zeit und Mühe sparen, wenn wir jetzt schon hier gehen. Hier sind nämlich einige Drow. Und hier ist ein Magier. Und den sollten wir zuerst töten, finde ich. Also, von hinten drauf auf der Schädel. Sarn, nint Pnauth, Ilitiri, Nindol Orntiul Jivin, oder das Kornbluth. Das ist nicht so gut, aber ich mag diesen Drow-Magier am liebsten von hinten meucheln. Dann sparen wir uns dann nämlich viel Rabatz. Ich hoffe, das bringt was. Und wie gesagt, so gegen Ende vom Unterreich können wir uns doch viel lästige Mühe sparen, wenn wir die Drow jetzt schon erledigen. Verdammt nochmal. Nochmal Quick Save. Laden. Das muss doch funktionieren. Ich hoffe, das bringt was. Okay, nochmal. Dann probieren wir es nochmal so. Und bitte... Das gibt's doch nicht. Sofort noch M-Schlag wird er wieder sichtbar. Kann's ja nicht sein. Na gut, dann probieren wir es halt mal bei der, die dann diese Drow-Sätze ausspeit. Ich hoffe, das bringt was. Und gucken mal, wie das funktioniert. Also... Los. Nee. Das wird nix. Das wird so nix. Eventuell lassen wir auch Vikonia vorgehen. Ich meine, sie hat kein Hauszeichen bei sich. Aber vielleicht ist es nicht schlecht, wenn sie mit dabei ist. Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Vikonia. Ich werde eurer Stärke folgen. Sagt mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich. Dann, Die Befehle der Matriarchin und lebt. sie sagt, Kjörl, Udos Pjunaut, Dostau-Glen. Nindol Orntyri, wäre das selber schon? Das ist nicht gut gelaufen, Abdel Adrian. Ihnen ist mit Vernunft nicht beizukommen. Okay. Dann alle zuerst auf den Magier. Ja, die Drow-Magier sind eindeutig die gefährlichere Knabe hier. Weswegen ich zuerst die fertig gemacht hätte. Huiuiuiui, 20.000 Erfahrungspunkte. Wenn man bedenkt, dass dieser andere Typ, den man da erledigt hat, der Magier, der die ganze Zeit Eikerkerung gewirkt hat, dass der Typ 28.000 gebraucht hat, ist schon heftig, die Vorstellung. Dass die in etwa gleichwertig sein sollen von ihrem Erfahrungswert, die sie bringen. Na toll. Ja, Edwin flieht wenigstens. Er ist so klug und flieht. Mach doch mal bitte diese Drow hier fertig. Na toll, Edwin ist tot. Dann bitte die Priesterin als nächstes. Und Anomen hat jetzt auch noch Korgan attackiert. Toll, gut gemacht, Anomen. Super. Okay, wir kriegen alle Schadenspunkte dadurch, weil die in dieser Klingenbarriere steht. Toll, jetzt greift schon die Klerikerin. Ah, super, Anomen. Du bist echt so eine Bereicherung für uns alle. Ist schon geschehen. Dann gehen wir mal dort weg. Und ich hole Edwin wieder zurück. Und heil ihn danach gleich. Und... So ist er. Was ist nun los? Anomen ist wieder bei Vernunft. Dann wieder mal zu aller... Und mach hier mal die Massenheilung. Ich glaube, wir können es alle gebrauchen. Sehr schön. Okay, aber mit der Drow hier haben wir uns definitiv einen Gefallen getan, muss ich sagen. Weil... Ja, mit der Drow hätten wir später noch zu tun gekriegt. Und es ist besser, wenn wir im Vorfeld alles erledigen, was uns irgendwie später stören könnte, würde ich sagen. So, dann machen wir das wieder. Pam, pam, pam. Da Edwin gestorben ist, sollte ich wieder sein Zauber neu legen. Ansonsten war es das. Er hat ja diesen Magierring hier.
Ring der Klugheit. Und da gibt es ein paar mehr Zauber. Deswegen machen wir hier Furchtbann, Naganasas Hexerei nochmal mit rein und Feuerball. Schade, dass wir den verloren haben. Und hier die Geisterrüstung mit der Reihe. Hier dann nix. Ah, ich bin so froh, endlich Stufe 8 hier erreicht zu haben. Stufe 9 wird dann auch nochmal was ganz Besonderes, aber ich glaube, das kriegen wir erst so ab Level 19 oder so. Sagt mir, was zu Also, tun ist. dass dann Edwin mit Stufe 9 Zauber um sich haut, das wird eher so was für Thron des Baal sei. Aber du könnt euch jetzt schon drauf freuen, das wird richtig gut. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So. Dann das hier. Ich warte. Und Wenn es denn sein muss. die sehen mich bestimmt. Ja, natürlich sehen die mich. Die haben anscheinend von sich aus wahrer Blick auf uns, auf sich gewirkt. Und alle auf den Magier. Weil Magier und Priester sind dann doch eher die Kuators, die uns gefährlich werden. Da ist noch ein Krieger im Weg. Ein Peitscher steht noch im Weg. Und ein Hauptmann. Wie viel bringen die dann so? 420. Ja, besonders stark sind die jetzt echt nicht. Oh, da ist noch ein Priester. Ganz übersehe. Die können halt auch gefährlich werden. Um ehrlich zu sein, weiß ich aber nicht, was die anbeten für Gottheiten. Aber ich glaube, Ambali ist eine Kuator, also ist eine Gottheit, die auch die Kuator verehren. Aber ihr Hauptgottheit weiß ich leider nicht. Jedes Volk hat ja auch so seine Hauptgottheit. So wie die Shaogin zum Beispiel Sekula haben, der große Vater Hai. Da dürften die Kuator auch ihre eigene Gottheit haben, aber die fällt man gerade nicht ein. Die sehen auch ziemlich ekelhaft aus, Kuator. Die sehen einfach aus wie große, hässliche Fische mit riesigen Aare. Das sind schon ziemlich eklige Wesen. Die sind noch ekelhafter als die Shaogin, die eher so Hai-Menschenartige Züge haben, aber wirklich noch so etwas humanoider als die Kuators, die eher so noch Fisch als noch humanoider aussehen. Ja, toll. Der ist voll, der Behälter. Sag mir, was ich hoffe, das bringt was. Dann gehen wir, glaube ich, zuerst links rein und dann rechts, weil rechts ist dann so der Endboss hier von dem Gebiet. Ja, genau. Dieser schlammige Tümpel ist ein Heiligtum der Kuator. Hier bringen sie der Meeresmutter ihre Opfer dar. Ah, Meeresmutter, doch Ambali. Nee, doch nicht. Quatsch, die Meeresmutter. Das ist so eine chaotisch böse Meeresgottheit mit Krabben, mit so Krabbenscheren. Die hat so Scherehände. Wie sie Krabbe hat. Genau. Das ist deren Gottheit. Aber mir fällt der Name nicht mehr ein. 2 Aufseher. Ihr seid so weit entfernt, um das zu benutzen. Okay. Weil das brauchen wir auf jeden Fall, denn hier ist ein Kuator-Prinz. Macht's kurz. Abdel Adrian. Gesunde Kaulquappen schwimmen in dem Becken. Diese Kaulquappen geben den erwachsenen Kuator ihre Stärke. Ihr könntet das Becken verseuchen, indem ihr die verseuchten Kaulquappen hineinkippt. Ihr kippt die verseuchten Kaulquappen in das Becken. Dadurch werden die Kuator-Kaulquappen zerstört. Und er ist noch übrig. Der Kuator-Prinz. Er bringt 4000 Erfahrungspunkte nur. Der ist auch deswegen nur der Endboss und so stark, in Anführungszeichen, weil dieser Kuator-Prinz sich mit diesen Kaulquappen hier aufgeboostet hat, könnte man sagen. Und dadurch ist der unbesiegbar. Und durch die Tatsache, dass ich die Kaulquappe zerstört habe, ist der überhaupt erst wieder angreifbar. Das macht die Stärke von dem aus. 4540 Goldmünze hat er noch. Und er hat noch Kuator-Blut. Das Blut des Kuator-Prinzen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, Anom ist auch ein guter Wächter dafür. Der hat ja kaum auch kaum irgendwas bei sich. So, packen wir das Zeug doch rein. Eine Chaos-Sphäre haben wir ja auch noch. Stufe 7.
Jeder, der sich im Wirkungsbereich der Sphäre aufhält, muss in jeder Runde einen Rettungswurf gegen Zauber würfeln. Wer scheitern wird von einem der zufällig ausgewählten Effekte betroffen. Verwandlung in ein Eichhörnchen, Verwirrung beginnt zu brennen, Lähmung, Auflösung, 20 Trefferpunkte werden geheilt, an einen zufälligen Ort teleportiert, Bewusstlosigkeit oder Hast. Das ist zwar ganz urig, dass es sowas gibt, aber ich denke, nee. Das müssen wir nicht unbedingt lernen, den Zauber. Ich würde ihn erstmal hier nur behalten. Und ja, erstmal nur das Ding behalte und verkaufe am besten, weil wirklich gut ist das nicht. Und dafür einen Platz bei Grad 7 opfern, das muss echt nicht sein. Bin dabei. Okay, einer von 3 Tunnel haben wir jetzt erledigt. Dann würde ich sagen, der Betrachtertunnel sollte der nächste sein. Hier war es auf jeden Fall wichtig wegen deiner Gegenstände. Wir gehen auch gleich nochmal bei der Duergar-Händler vorbei und lassen uns die tolle Sache aus der letzten Episode nochmal identifizieren. Weil das sind echt ein paar richtig gute Sachen. Und bei der Betrachter wird es auch relativ fix gehen, denke ich. Eben weil Korgan diesen tollen Spiegelumhang hat. Du musst eher einfach nur alle durchschlappen und muss sich dann durch die Reihe der Feinde boxen. Da macht er wahrscheinlich ein bisschen mehr wieder als 45% der Gesamterfahrung der Gesamterfahrung der Gruppe aus. Wenn es denn sein muss. So, gehen wir dort nochmal hier und dann gehen wir in den Bereich. Weil dort sind auch die Tunnel, zu denen wir wollen. Dann könnte man theoretisch auch die Leute hier schon mal Aufstellung beziehen lassen. Sag und mir, was zu tun ist. nee, Quatsch. Ich Eigentlich warte. ist Quatsch, weil jeder hat ja irgendwas, was man noch verkaufen kann. Gute Idee, Nee, das dann mir zu übertragen. machen wir das so. Gehen wir alle hier. Ansonsten hätte ich gesagt, die mit Hast, die können schon mal die können schon mal vormarschieren zu der Duergar und die anderen Leute, die können schon mal da warten, wo es dann weitergeht. Irgendwann wird man auch hektisch, muss man sagen, wenn man damit lebt, dass er oder 2 Personen schon Hass auf sich gewirkt haben, dauerhaft, dann wird man etwas ungeduldig. Okay, dann können wir hier den ganzen Schampel noch verkaufen, den wir da hin. Aber im Unterreich, muss ich sagen, kriegt man echt weniger für seine Ware. Das ist etwas schade. Deswegen vielleicht für die gute Sache warte, bis wir wieder oben sind, um die dort zu verkaufen. Das Zeug können wir auf jeden Fall noch verticken. Und peng, peng, peng. Sehr schön. Bei den Edelsteine, die will ich erst gar nicht aufbewahren, muss ich sagen. Aber die große Waffe und Sache, die würde ich eigentlich ganz gerne dann eher an der Oberfläche verkaufen. Untote kontrollieren und Zauberschild, niedere Luftelementar beschwören kann weg. Später entzündeter Feuerball, Nischru beschwören. Zauber zurückwerfen. Ne, verbesserter Hast behalten wir. Das Feuerschild blau können wir fort. Erdelementar beschwören kann weg. Ifrit beschwören, flammende Wolke und Kugel der Unverwundbarkeit. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Platz drin. Dann können wir die 2 Sachen nämlich auch noch verkaufen. So, identifiziert hätte ich gern. Na, jene... Korgan hat sie. Jene 4 Sachen. Dann lese ich die nämlich auch noch vor. Ich weiß, Kai, du findest die immer am besten, die Sache. Das freut mich auch, dass du die Geschichte immer am schönsten findest. Gürtel der Frostriesenstärke. Der Gürtel besteht aus dem gewebten Haar vom Bart eines Frostriesen. Der Träger des Gürtels wird dadurch ebenso stark wie ein Frostriese. Träger erhält Stärke 21. Ja, jetzt können wir Edwin das Ding geben, statt Stärke 19 kriegt er jetzt Stärke 21. Vorerst. Vikonia können wir hier mit Stärke 19 auch nochmal ausrüsten. Moment, gerade mal Lucky machen. Ah, sie hätte eh schon 18 durch die Ogerkraft-Handschuhe. Okay, jetzt kriegt sie 19. Edwin 21. Das ist aber nur von kurzer Dauer, weil dieser Gürtel der Frostriesenstärke kombiniert, wie ihr sicher wisst mittlerweile, mit Ogerkraft-Handschuhe, Hammer der Blitze und der Rolle mit dem wahren Namen des Hammers, wo haben wir sie? Schriftrolle des Gromfer. Kriegen wir Gromfer raus. Da wird der Hammer der Blitze zu Gromfer und der geht auf jeden Fall an Korgan mit dazu. Dann ist das die mächtigste Waffe, die Korgan haben kann. Ah, herrlich. Das ist dann ein richtig geiler Legendary. Seelenschnitter plus 4, Zweihänder plus 4. Durch einen gesellschaftlichen Fauxpas wurde der junge Emporkömmling Andor Likon in ein Duell mit Baron Eric verwickelt, dem Erben eines Kriegerkönigs.
Obwohl die beiden Kämpfenden scheinbar über ähnliche Fähigkeiten verfügten, wurde Andor offenbar schwächer und schwächer mit jedem Treffer, den er durch Waffe des Barons, ein altes Familienerbstück, hinnehmen musste. Er geriet in Panik und befahl seinen Leibwächtern, Eric zu töten. Obwohl er anschließend behauptete, dass seine Tat moralisch gerechtfertigt gewesen war, konnte es sich doch etliche Beobachter nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass er seine Leibwächter schon vor dem Beginn des Duells so platziert hatte, dass sie jederzeit einschreiten konnten. Obwohl Andor öffentlich erklärte, dass er finstere Magie verabscheue, hinderte ihn das nicht daran, das böse Schwert für ein hübsches Sümmchen zu verkaufen. Besondere Fähigkeiten. Durch jeden Treffer erleidet das Opfer kumulativ +2 auf seine ETW 0. Der Malus hält 20 Runden an. Das heißt, das ist stapelbar. Kumulativ heißt stapelbar. Das heißt, man kann dann beim nächsten Treffer dann nochmal +4 auf die ETW 0. Man trifft einfach nicht mehr. Und ja, das ist eine +4 Waffe. Sehr cooles Ding. Rüstung des Hirsches +3. Es gibt nur wenige Rüstungen in den Reichen, die sich mit diesem Brunkar nicht messen können. Über die Herkunft der Rüstung des Hirsches gibt es nur noch Legenden und Geschichten. Die populärste dieser Geschichten erzählt von einer aussichtslosen Schlacht gegen eine Ork-Armee, die über den Dreibaumpass schwappte. Angor von der Eiche führte die vereinten Armeen der Elfen und Menschen. Man sagt, dass er sich mit dem Anführer der Orks ein unerbittliches Duell lieferte, das tobte, bis die Sonne unterging und das Land von einem blutroten Nebel verhüllt wurde. Endlich fiel der Ork, doch Angor hatte so schwere Verletzungen davongetragen, dass jede Rettung für ihn zu spät kam. Sein Blut durchtränkte die Rüstung, die auf diesem Weg zur Verkörperung seines Mutes und seiner Tapferkeit wurde. So entstand die Rüstung des Hirsches. Rüstungsklasse -2. Nur noch genauso, es ist sogar noch besser als so ein Drachenharnisch. Das ist ziemlich gut. Verdammnisplattenpanzer +3, das ist doch was für Anomen jetzt. -2, das ist doch genau das Richtige für dich, mein Lieber. Jetzt hat er -6. Und diesen Verdammnisplattenpanzer, den stecken wir jetzt zur Reihe. Jetzt sieht auch Anomen nämlich aus wie ihr lebendes Hustegutzel und rennt auch nämlich die ganze Zeit so pinkfarben durch die Gegend. Auch nicht schlecht. Armreifen des blendenden Schlages. Armreifen des blitzschnellen Angriffs. Der Ritter Wesig vom höchst ehrenwerten Orden des strahlenden Herzens gab oft seinen Leitspruch zum Besten: Schlagt rasch zu und der Feind wird so überwältigt sein, dass ihr den Sieg davontragt. Dank dieser Armreifen setzte er den Vorschlag selbst regelmäßig in die Tat um. Bevor er in einen rechtschaffenen Kampf zog, entfesselte er die Magie des blitzschnellen Angriffs und stürmte auf seine Gegner los. Viele seiner Feinde gingen schon nach der ersten Sekunde nieder. Der Träger kann einmal täglich verbesserte Hast mit einer Wirkungsdauer von 20 Sekunden einsetzen. Das ist nicht verkehrt, können wir auf jeden Fall verkaufen. Und das Ding ersetzt jetzt mal das Teil hier, Flamme des Nordens. Ist zwar schön und gut, 1W10 +2, aber 1W10 +4 ist doch etwas besser. Vor allem, wenn die ETW 0 dann nochmal erhöht wird. Okay. Schöne Sache. Dann gehen wir jetzt dort hier und können von dort aus in den nächsten Bereich des Unterreichs vordringen. Ach ja, wunderbar. Unterreich ist definitiv ein sehr geiles Level, mir gefällt's auch sehr. Das Unterreich gehört in Baldur's Gate 2 mitunter zu meinen Lieblingslevels. Werde ich hier nochmal speichern. Einfach weil hier so viel Geschichte drin steckt und so viel mächtige Artefakte irgendwie aus der Versenkung verschwunden sind und ins Unterreich gegangen sind. Wo dann irgendeiner verreckt ist und dann ging es ans nächste Monster oder so. Und ja, das ist einfach nur so genial zum Plündern, weil da so viele Artefakte sind. Und dass man die Artefakte erst plündern kann, liegt ja überhaupt erst dort, dass Dothra, das Abenteurer, denken, man kann was plündern und die Runagehen abgestochen werden und werden ihrer Artefakte beraubt. Ja, das ist ein Teufelskreislauf hier. Für meinen Geschmack hat sich das viel zu feindselig angehört, Kreatur. Hallo, ich suche eine andere Passage durch euer Land. Die Sache wird nicht gut ausgehen, oder? Ich habe langsam das Gefühl, dass ihr auch nicht mit mir sprechen würdet, wenn ihr es könntet. Okay, Kurtor-Anführer. Du kannte uns Vikonia offenbar nicht helfen. Mit ihrer Sprachkenntnis im Unerreich. So, der attackiert hier die ganze Zeit Abdel Adrian, der Mistkerl.
Und als nächstes ist der Magier dran. Euer Leben. Es ist aus mit euch. So, dann schwappt doch schon die nächste Brut hinterher. Aufseher, Aufseher, oh je, oh je. Die Leute werden hier gelähmt, so gut wie es geht. Oh Mann, 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 Mann. Aber wenigstens attackieren sie nicht direkt die Gelähmte. Oh, na toll, Anomen ist er noch beherrscht. Das ist nicht so besonders gut. Und als weiter auf die Schnut. Glücklicherweise ist Anomen auch noch gelähmt und nicht nur beherrscht. Ah, da hat er irgendein magisches Geschoss abkriegt, dadurch, dass der Spiegelumhang das reflektiert hat. Okay, sehr schön. Ach ja. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, die Passage schon vorher zu säubern. Ah, Abdel Adrian ist soweit. Ach, wieder auf dem Damm. Dann kann er ja auch hier die Kuatoas looten. Loote weiter. Gut, die Beherrschung ist weg. Und Anomen ist auch wieder bei Verstand. Und Nimi gelähmt. Eieiei, wie viel unterschiedliche Edelstäbe wir hier finden. Okay. Klar, dass die Viecher auch wie die Schaugin Koralle bei sich tragen. Das werden ja wohl ihr wertvollste oder ihr wichtigste Schmucksteine sein. Was war das denn? Die Kugel der Unverwundbarkeit, oder? Nee. Nee, Schutz von magischer Energie, genau. Zack, das kann dann wieder Dorai. Edwin stand schon auf dem Tote. Ich warte. Kuatoa. Und das war auch der letzte hier. Sehr schön. Okay. Das waren die östliche Tunnel. Ich glaube, da geht's zu der Betrachterei. Ich bin mir nämlich ganz sicher. Ich glaube, die südliche Tunnel führen zu der Elitide. Ganz sicher bin ich mir doch nicht mehr. Ich würde aber zuerst lieber die Betrachter machen, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen gehe ich mal dort, wo ich glaube, dass es zumindest die Betrachter sind. Und speichere hier nochmal. Und dann gehen wir rein. Ich versinke in Erinnerung. Ja, versinken wir in Erinnerungen woanders. Erstmal nicht hier. Und wir landen... Nein, bei der Elitiden. Bin dabei. Scheiße. Okay, bei der Elitide mag ich nicht rein. Das ist etwas zu übel gerade. Deswegen will ich erstmal nur die Betrachterhöhle machen. Die sind leichter dadurch, dass man den Spiegelumhang haben. Weil die östliche Tunnel mit der Gedankenschinder... Ach du Scheiße. Nee, du brauchst mal länger. Du hast mal leider keinen Trick gegen die Biester parat. Und der einzigste Trick gegen Psi, den gibt's erst in der Tiefe vom Elitide-Tunnel. So, ein Betrachter normal und ein älteres Todesauge. Los, auf ihn, Freunde! Holt euch den zuerst. Der ist nämlich der gefährlichere. Der hat 14.000 Erfahrungspunkte gebraucht. Bei weitem noch nicht so stark wie das blicklose Auge. Aber das blicklose Auge ist auch so ein älteres Todesauge in dem Stil. Und die haben auch wichtige Sachen für uns. Zum einen Augenstiel eines älteren Todesauges. Der Augenstiel eines älteren Todesauges, das nicht gerade begeistert davon war, sich von ihm zu trennen. Ja, das geht an Anomen, der sammelt nämlich unser tolle Trophäe hier. Dann haben wir noch hier eine Langschwertklinge und ein Silberamulett. Können wir auch erst später wieder uns identifizieren lassen. Aber so viel kann ich zumindest verraten. Das ist die Klinge des Ausgleichers. Die ist so schön gegabelt hier unten. Ja, jetzt haben wir schon den Edelsteingriff aus dem allerersten Level, aus dem Irenicus Dungeon. Der Edelstein fürs Heft. Und der Heft des Ausgleichers, den finden wir bei der Elitide. Dann haben wir den... Oh, die Drow belästigen hier gerade den Betrachter. Da würde ich sagen, wir killen zuerst mal die Drow. Weil die Drow sind etwas schwieriger.
Ja, im Laden Lolfs, ihr kämpft. Macht das mal. Die wurden wohl hier vor Himmelfahrtskommando reingejagt. Das sind männliche Kämpfer anscheinend. So. Die stellen wenigstens noch so eine Art von Herausforderung dar, die Drow. Weil die Betrachter, das ist ja wirklich nur, ich schicke Korgan vor, der kann es abwehren mit seinem Spiegelumhang und er schlachtet dann ab, was es sich nicht selber zugefügt hat an Schmerzen. Okay. Ist mal noch so Gruppe Drow aufgemischt. Aber die haben nur ja Ausrüstungsgegenstände. Drow Brunkanisch plus 5. Also die scheinen nur recht gut ausgerüstet worden zu sein. Und ansonsten haben die Männer wohl keine Wertgegenstände bei sich gehabt. Oder durften die auch gar nicht haben wegen ihrer Kultur. Okay. Dann Running Dwarf. Geht er mal vor. Weil hier gibt es keine Fallen. So viel weiß ich auf jeden Fall. Da kommen wir nicht weiter durch. Und Korgan ist der perfekte Vorreiter hier. Das geht relativ fix, wie gesagt. Er muss einfach nur nochmal treffen und Glück beim Schlager haben. Aber als Kriegerstufe 18, bald 19, mit einer ETW 0 von 2, trifft er auf jeden Fall immer. Oder so gut wie immer. Nur beim kritischen Fehlschlag trifft er halt nicht. Also wenn er direkt eine 1 würfelt, dann trifft er halt nicht. Wie jetzt zum Beispiel. Ich habe noch drauf gewartet, dass es passiert. Okay, die Gauth gehen offensichtlich an und nicht in der direkte Angriff über. Die wollen wahrscheinlich was Zustand verändern, das Macher. So. Aber wie gesagt, so schnell kann das gehen. Was in der Höhle des blicklosen Auges noch extrem übel und unmachbar war und mehrere Anläufe gebraucht hat, geht mittlerweile ratzfatz. Und ich glaube, da hatten wir auch nur ja, so 5 Level Unterschied oder so hatten wir bis dato. Also was die paar Levels da ausmachen können, ist echt schon heftig. Und hopp. Mach sie fertig. Oh, das sind offensichtlich Gedankenschinder. Ja, nicht so gut. Die betteln sich hier gerade mit einer Betrachter. Das ist nicht gut. Und der macht am laufenden Band Psi-Schlag. Ja? Scheiße. Na, meinetwegen. Moment, guckt er das erstmal unsichtbar an. Ih. Jag doch mal den hier vor. So. Ich warte. Und... ich hoffe, er kann nochmal in die Schatte abschlüpfen. Dann eben beim nächsten Schlag. Ja, komm schon, Korgan. Huch! Ich kümmere mich drum. Huch, der gehört jetzt uns, oder was? Oh, das war kurzes Vergnügen. Gedankenschinder. Gut, dann gehen wir halt auf den Gedankenschinder. Und... das bringt uns nur die ganzen üble Psi-Schläge, die wir abkriegen. Weil die Elitide die ganze Zeit auf den Gauth drauf schießen. Die schießen die ganze Zeit auf die Gauth drauf und können bei dem nichts ausrichten, weil sie ständig wieder zurück abkriegen. Das ist gerade auch so ein Teufelskreis hier. Aber die Elitide sind so lange noch abgelenkt. Und jetzt attackiert er den Gauth. Okay. Komm schon, Korgan, mach den fertig. Boah, Alter. Aber ich glaube, Korgan ist gerade der Einzige, der gegen diese Psi-Kräfte immun ist. Lecco mio. Ne, komm, machen fertig. Und so. Alter Falter. Das war jetzt Amos-Szenario. Also die Sache war die, dass dort Gauth waren, die sich anscheinend überhaupt nicht um die Elitide gekümmert hätten, denn er das überhaupt nichts ausgemacht hat.
dann wollten die MC-Schlag drauf machen, aber das ist die ganze Zeit abgeperlt von denen, weswegen die am laufenden Band ihr Psy-Kräfte benutzt haben. Und weil sie noch in diesem, in Anführungszeichen, Kampf drin waren, war es ihnen dann auch egal, wenn jemand sie attackiert hat. So konnte ich die Elitide ausschalten. Das ist natürlich äußerst praktisch für mich, aber ziemlich lustige Kampfkonstellation, wie ich finde. Okay, da ist nichts zu holen mehr. Und die anderen haben sich auch wieder soweit beruhigt. Okay, sehr schön. Erstmal nochmal hier umgucken, dass wir hier noch was kriegen. Und... Ah ja. Da sind wieder welche von euch Knaber. Betrachter, Betrachter. Gauth, Gauth. Betrachter, Betrachter. Und noch ein Betrachter. Okay, das bringt sowieso nichts, was hier auf mich wirkt. Das geht alles wieder zurück an der Arvenda. So. So kann man es sich doch leben lassen, oder? Und dafür hat Vikonia noch ein Level gekriegt. So lässt sich's leben. Und jetzt halt die Vorstellung, wir wären nicht in der Shao-Gin-Stadt gewesen und hätten diesen Spiegelumhang nicht gekriegt. Dann hätten wir hier niemals wie durch heiße Butter einfach durchschneiden können. Ah ja, nur normale Betrachter. Und Korgan macht das hier echt im Solo-Durchlauf. Es ist halt alles nichts, was wirklich besonders wirkungsvoll ist. Und es wird halt alles auch wieder zurückgespiegelt. Korgan muss sich jetzt halt nur ein bisschen beeilen, dass er mal nochmal die Gegner hier fertig kriegt. Und komm schon. Gefährlich wird es halt erst, wenn die Viecher fliehen. Nicht, dass sie zu unserer Gruppe fliehen, weil die sind bei weitem nicht so behende wie Korgan hier mit einer Betrachter. Da hätte jetzt einer von unserer Gruppe tierische Probleme gehabt, wenn er hier statt Korgan reinmarschiert wäre. So, Dilla. Und... Ah, nee. Der hält noch einer aus. So. Da war noch einer. Jawohl. Dich habe ich nicht vergessen, mein Lieber. Okay. Ach, da ist auch noch... Oh, älteres Todesauge. Warte mal. Dich mache ich zuerst, mein Freund. Du bist doch etwas gefährlicher. Also 2 ältere Todesauge auf einmal ist schon echt übel. Und derzeit macht er auch nur... nein! Scheiße. Was war das jetzt? War das Einkerkerung? Beherrschung? Okay, Pech gehabt. Na gut. Das war wohl echt Pech gehabt. Schade. Schade, schade. Dann müssen wir die Sache mit der Elitide nochmal machen. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber so ist es halt, wenn man etwas hochmütig an die Sache dran geht. Und wir sehen uns dann auch wieder morgen, weil ich jetzt hier meinen Cut mache, zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Da gehe ich etwas sorgsam an die Sache dran. Ayan Yankee.